Mann, Boris, ey, komm doch endlich mal zur Geltung, ey. Da kann doch einfach nicht wahr sein. Willkommen zurück, Freunde, hier zum Majora's Mask 3D. Ja, Boris ist nicht gerade der schnellste von allen. Und, ja, toll. Aber es hat noch gefehlt. Naja. Ich hoffe, ich packe das Herzteil noch. Wäre natürlich jetzt noch cool, wenn, oder... Wie lange gibt es eine Flasche hier? Da kann ich jetzt eine Biberbrühe, uns gerade erwähnt. Zeit müsste eigentlich passen. Jetzt haben wir hier das dritte Licht und danach müsste es, glaube ich, schon soweit sein. Was denn das? Was soll ich graben? Okay. Ja, das ist das dritte Licht. Geil. Und jetzt enthülle dich, oh Schatz. Der Entführer der Geister. Okay, ich habe meinen Schatz ein bisschen anders in Erinnerung. Wow! Hä, wo ist er hin? Nehmen wir ein bisschen stärker Pfeile. Ja, nicht mehr so viel Zeit. So. Der zweite Streich. Der dritte. Ist langsam vorbei hier. Mir geht langsam die Mana wieder aus. So, das war's. Und da, Freunde, kriegen wir einen wohlverdienten Schatz. Das heißt, unser neuer Herzcontainer bricht an. Okay, jetzt ist doch wieder ein Herzteil hier. Wann haben wir noch das mit der Bank? Gibt ein Herzteil. Nach dem Tempel gibt es ein Herzteil. Wo gibt denn das vierte Herzteil? Die Biberin gibt ja... Oh, ich muss ganz mal kurz mal nachgucken. Cool. Wir haben es immerhin geschafft. Das ist schon mal etwas. Wo ist jetzt Boris hin? Ich fürchte, wir haben für den keine Zeit mehr, Freunde. Wo gehen wir jetzt hin? Macht schon was gar noch da, oder? Egal, brauche nicht mehr. Wow. Das sind Kohle, sehr schön. Wo kommt denn hier bitte schon raus? Ah, stimmt, bei Boris Hütte. Ey, Alter, der hat hier offenes Scheunentor zum Friedhof, unterm Friedhof. Der hat ja auch ein Gottvertrauen, ey. Naja, für mich wäre das nichts, ganz ehrlich. Aber ja, schön für ihn. Ich hab nichts gesehen, nichts gehört. Was eine Flasche, ey. Aber sonst sieht noch cool aus, wa? Das Bett hoch komme ich nicht. Tja, Freunde, das war Boris der Totengräber. Und wir hauen ab. Noch kurz die Kohle abgeben. Und da muss ich ganz kurz mal nachgucken, wie es genau mit den äußeren Herzteilen aussieht. Wie gesagt, 3 Stück fehlen uns hier auf der Erde noch. Also sprich, bevor wir dann zum Hawkeye da gehen. Bei Ihnen, was jetzt hier übersehen? Was ist los, Mann? Okay, lass einen Blick auf dich werfen. Ja, du bist cool. Einbezahl bitte. Wie viele? Gleich alles. 2062, geil. So, mal kurz abspeichern. Muss ja auch mal sein. Okay, wie sieht es genau aus? 3 Herzteil, okay. Ups, Entschuldigung, falsch. Genau, da gibt es noch ein Herzteil. Okay, Biberrennen. Gegen Biber angedreht, aber hast verloren gegen den großen Bruder. Oh, hier steht gegen die Biber verloren. Biberrennen 1. Muss ich jetzt zweimal gegen beide antreten? Kann ja auch nicht sein. Die mächtigen Monsterhausen. Ja, das ist auch ein Herzteil. Also das zweite, das dritte. Da müsste theoretisch eine Flasche im ersten Mal geben, ein Herzteil nachher noch. Hä? Echt jetzt? Wäre ja auch krass, wa? Aber irgendwie, ich weiß ja nicht. Naja. Vielleicht auch nicht, wir werden es wohl so schnell nicht erfahren.
Ich musste gerade überlegen, wie das Lied schon wieder ging. Ja, alles weg. Alles muss weg. Denn wir hier machen nun einen Sonderverkauf. Oh yeah. Denken wir uns ersten Tag, ich dachte gerade, das Spiel wäre abgestürzt. Wäre auch etwas gewesen, ey. Sind wir von, oh, du hast verloren, alles ist vorbei. So. Okay, Freunde, es ist noch zu früh für den Tempel, wir können den nächsten Part in Angriff nehmen. Das heißt, wir gehen jetzt trotzdem noch mal kurz den Biberbrüdern und gucken, ob er dort wirklich recht hatte. Moment, nein, 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 nein. Ich bin ja so ein Trottel, ey. Ja, Biberbrüder natürlich schon, aber ich will vorher noch ganz kurz eine Flasche Chateau Romani kaufen. Ganz ehrlich, für den Tempel brauche ich sie sowieso oder will ich sowieso haben. Es ist doch praktisch, wenn es für das Rennen gegen Biberbrüder auch einsetzen würde. Abheben, ja, wir kriegen sowieso wieder schnell Kohle. Dann holen wir uns die Flasche. Ja, die Rubine, wir haben viele. Es sind Wireless Rubine, man glaubt es nicht. Ja, man kommt sicher hier rein. Hä? Mal verarschen, das geht jetzt noch nicht. Moment, ich muss irgendwie reinkommen. 10 Uhr abends. Ja, aber wir kommen sonst in eine Flasche Chateau Romani. Freunde, das muss jetzt schon gehen. Ich muss überlegen. Wir kriegen sonst eine Flasche her. Geht doch nur hier. Ich bin verwirrt, Mann. Aber wir haben schon mal die Kohle, Mann. Okay. Also den Biberbrüder muss man gucken, was das genau ist mit dem ganzen Wettrennen-Dingsbum. Sprich, ob es wirklich so ist, wie ich es befürchte. Da wäre es natürlich sowieso kacke. Im Sinne von, ich muss beide mal gegen beide Brüder antreten für Herzl und Flasche. Oder aber ich muss nur einmal gegen sie antreten, gibt es nur einen Preis und dann ist fertig. Ja, fast schon über. Das langsame Schwimmen mit den Zoras verstehe ich nicht ganz ehrlich, aber naja. Aus irgendeinem Grund ist es nun so, dass der Zora nicht mehr schnell schwimmen kann. Außer natürlich, wenn er da seine Mana anhat. Da hat sein Spiral-Donnerschild, wie auch immer. Mana? Nö. Mana! Hier ist einer. Muss doch. Auch keine. Nun. Oh. Ja, aufpassen, der Kleine ist ziemlich flink. Gut, das war jetzt nicht so geplant. Zeit für das Biberrennen haben wir eigentlich genug, aber wie gesagt, Tempel machen halt noch Sorgen. Wobei im Grunde genommen muss ich einfach nur einmal durchgehen, bis ich das Dungeon-Item habe, zumindest das eines davon. Sprich die Pfeile, wenn ich die habe, ist der Rest eigentlich ziemlich... Naja, kann es zur Not dann noch mal einen neuen Tageszyklus machen. Wegen Feen und so, versteht ihr? Was bringt denn nichts, wenn ich das irgendwie... Du halt nicht schaffen. Oder halt die Feen machen und der Endboss. Will natürlich auch funktionieren. Oh, der Endboss, den haben sie hier garantiert auch wieder geändert. Typi. Muss ich nochmal gegen dich antreten oder was? Okay. Das, was für Augen der hat. Wir sollen nur alle Ringe schwimmen, okay.
Fahr nicht zurück. Naja, ist klar. Okay. Gegen ihn ist kein Problem. Also kein Problem im Sinne von, ich darf ruhig mal einen Fehler zu machen. So ist erstmal ohne extra Antrieb. Ich glaube, es klappt doch so, weil ich brauche gar keinen extra Antrieb. Das schwimmt eh nicht viel schneller. Ah, Spaß halt von meiner Geschwindigkeit an. Beim großen Bruder muss ich halt schon mit Turbo, weil sonst kommt er niemals durch. Immerhin die Musik, die ist cool. La 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 la. Oh Mann, scheiße, was soll ich bloß tun? Nachher gegen den großen Bruder. Jetzt aber erstmal gegen den Kleinen, den platt machen. Das war wieder mal viel zu knapp. Na, was meint ihr vorhin? Naja. Ich hab ja immer noch genug Zeit, und hab ihn auch schon wieder aufgeholt. Wer halt auch schneller wird. 3 Ringe, 30 Sekunden Zeit, ja, es reicht locker. Mann! Bin irgendwie ganz komisch vorbeigeschwommen, keine Ahnung. Okay, also hier mit Fehler ist kein Problem. Hier darf man ruhig Fehler leisten, das ist cool. Das ist auch perfekt, Mann, das ist gar nicht gut. Aber hier beim großen Bruder wird's übel. Keine Sorge, kleiner Bruder, kein Problem da. Den soll ich überlassen. Wenn du gegen die Hand trittst, okay, dann nur diese 24 Ringe. Gut, es sind nur 5 mehr. Hätte ich jetzt ohne, also einen Fehler weniger, hätte es diesmal auch geschafft. Anfangs ein bisschen Speed geben. Oh, was war das gerade? Hä, eine Wurzel angestoßen. Mann, ey, nicht schon wieder die gleiche Scheiße, Link. Okay, er ist aber schneller, er bleibt doch schneller. Mann, nicht schon wieder! Ey, Leute, ich weiß, es sieht total dämlich aus, was ich mache, aber ich kann es nicht besser steuern, Alter! Versuch mal unten zu halten und dann halt nach oben zu navigieren. Das könnte auch noch klappen. Alter, da geht immer irgendwie automatisch nach oben. Ah, jetzt kommt der Mist. Ja, geht doch nicht so, geh einfach so durch. Gut. Meine Fresse. Alter, lässt der sich doof steuern, ganz ehrlich. Mann, Link, geht doch runter. Mann, Leute, ich kann ja nichts machen. Was schon wieder, Alter? Ja, ich muss echt langsam rüber, geht sonst nicht. Scheiße, wie schwer ist das denn bitte schön? Oh. Komm, hier das Problem ist, er will immer wieder nach oben ziehen, bin ich plötzlich wieder zu tief. Alter! Ey Leute, das ist total scheiße. Der ist schon wieder, jetzt bleibt plötzlich auf der Stelle. Ohne Turbo, dann schwimmt wieder durch. Jetzt schon.
Man, dieses Licht irritiert auch irgendwie, das ständige Blinken da. Ich komme durch den scheiß Ring nicht durch. Boah. Wie mich das einfach nur ankotzt, ganz ehrlich. Boah, schon wieder so knapp. So, jetzt geht's und einigermaßen gerade ist, also gerade schwimmt, dann also auch ohne große Schwierigkeiten. Obwohl, ihr habt sie gesehen, das ist... Alter. Müssen wir uns mal ein paar Tipps hier holen, was genau das Problem ist. Dann einfach nur der Turbo war. Ja, weil jetzt gehe ich hier oben durch und da geht es sowieso nicht mit Turbo. Jetzt stimmt unten durch, obwohl ich es gar nicht gesagt habe. Der nimmt das so dämlich, die ganzen Ringe hier. Also hier muss ich auch ohne Turbo durch, weil kann ich die Kurven gar nicht nehmen ohne. Mein mit Turbo natürlich. Zeit ist abgelaufen. Ja, natürlich, okay. Wir haben nicht mehr viel Zeit, Freunde, aber ich glaube, 1, 2 Versuche es noch, weil ich habe ein paar Ideen, die ich testen will. So. Das hat echt nur bei solchen geraden Stellen einfach nur dann Turbo einschalten und sonst nicht. Dann, ich weiß natürlich nicht, wie es mit der Zeit aussieht, aber zumindest müssen wir mal alle Ringe erwischen. Immerhin das Lied, das ist noch ganz cool. Bis jetzt zumindest. So, also wir wieder an der berühmten Stelle. Ich glaube mit viel mehr Zeit jetzt. Ja, schon wieder. Dass ich mir so einen Sprung machen muss, verstehe ich auch nicht. So, dann wieder hier so durch. Ja, von der Seite sieht es doch viel besser aus, Freunde. Oh, der war knapp. So, jetzt hat er keinen Turbo mehr drauf. Wieso geht er plötzlich rum? Hat er das gesehen? Natürlich hat er es gesehen. Es ist ja direkt vor euren Augen. Bin eh schon am Ende. Nein! Nicht zurück! Bist du wahnsinnig, Link? Okay, Alter. Was für ein Krampf! Geschafft, kleiner Bruder. Ja, großer Bruder. Wir müssen tun können, aber... was ist ein Scheiß... Ja, finde ich auch. Hier, dankeschön. Wir haben es geschafft. Tschüss. Und ja, lass mich raten. Es gibt, wie gesagt, man sieht sie hier, Biberrennen 1. Es gibt noch ein Rennen, dann gibt es wohl ein Herzteil. Alter, sicher hinter 30 Ringe und so etwas. oder gar nicht hier hin. So. Immerhin, Freunde, wir haben mal alle 7 Flaschen. Das ist doch ein perfekter Zeitpunkt, ein Part zu beenden, auch wenn es ein bisschen früher ist als, naja, sonst. Gut, weiß nicht genau, wie ich es machen werde, ob ich irgendwie... War gar nicht schlecht. Mann, ich will mal gucken, wie die Brüder jetzt sind da vorne war. Okay, ihr könnt euch mal schauen, was sie sagen. Ja, da, kleiner Bruder. Ja, ist ja da, großer Bruder. Wir haben gar keine Flasche mehr, kleiner Bruder. Nein, keine Flasche mehr, großer Bruder. Trotzdem gegen mich antreten will, das ist in Ordnung. Also keine Lust. Ja, es steht noch in den Biberbrüder, also muss noch etwas geben.
Okay, Leute, ich gehe wieder zurück in Unrust, aber wie gesagt, ich will die Chateau Romani haben, bevor ich den Tempel betrete. Im nächsten Part, ja mal schauen, entweder machen wir nochmal das Biberrennen-Brüder-Rennen, Biberrennen-Brüder-Rennen, sonst schlecht, ey. Das Biber-Brüder-Rennen, so rum mit dem Schuh draus, oder wir gehen, wie angekündigt, direkt zum Tempel und hoffen, dass wir zumindest mal noch die neue Pfeilart bekommen. Ja, und natürlich nur mit Chateau Roman. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis nächstes Mal hier bei Majora's Mask 3D. Immerhin endlich mal alle 7 Flaschen. Puh, ey, bin ich was von fertig, ey. Winrettisch. Gott.